Moin Moin Freunde, was geht ab? Heute werden mal wieder unangenehme Fragen zu 100% ehrlich beantwortet. Big Shoutout an Papa Platte, bei ihm habe ich dieses Format zum ersten Mal gesehen, deshalb Dankeschön. Ich check nicht, was du von mir möchtest, Digga. Und ich habe sein Merch an als Dankeschön, I guess. Moin Moin, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bitte beantwortet die folgenden Fragen ehrlich. Das Video ist zwar nicht von Barilla gesponsert, aber Mele hat eine kleine Nudel. Meine Nudel kann ich dir gerne auch noch auf einer anderen Plattform zeigen. Hast du schon mal Nudes verschickt? Ja, ich habe schon Nudes verschickt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video gesagt habe, aber ja, ich habe das gemacht. Nee, ich habe noch nie Nudes verschickt, tatsächlich. Ich persönlich finde jetzt Nudes verschicken nicht etwas extrem Schlimmes, wenn man der Person vertrauen kann oder wenn man in einer Beziehung ist, dann finde ich das nicht schlimm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, du hast Nudes verschickt, mega schlimm. Man sieht's mir vielleicht jetzt nicht unbedingt an, aber ich habe noch nie in meinem Leben Nudes verschickt. Weder an meine Freundin noch früher an irgendjemanden. No Nudes. Macht es nicht nach, denn es kann schnell gehen und die Bilder sind im Internet. Ich sage nein zu Nudes. Aber es waren sehr gute Nudes. Viel Geld und keine Familie oder eine Familie und sehr wenig Geld? Okay, warte. Ja, das ist ja eigentlich wirklich eine ganz, ganz klare Sache. Sehr wenig Geld und eine Familie, weil die Situation habe ich gerade und es ist nicht so schlimm. Es ist ganz gut. Keine Familie haben, aber dafür sehr viel Geld oder eine Familie haben und dafür sehr wenig Geld. Ich finde das noch schwierig. Geld macht dich nachhaltig nicht glücklich. Darum würde ich sagen, wenig Geld und natürlich eine Familie. Es ist ganz gut. Es ist ganz gut. Ich fühle mich wohl mit wenig Geld und einer Familie. Ich weiß nicht, wer da was anderes sagt. Und wenn Adi was anderes sagt, dann bist du wirklich der allerletzte, Digga. Eigentlich sollte man ja sagen, safe eine Familie, dafür aber wenig Geld. Aber ich finde das ehrlich gesagt noch schwierig, weil ich bin ein Mensch, ich habe nicht so gern finanzielle Unsicherheit. Das heißt jetzt nicht, dass ich Millionen verdienen muss, aber ich mag es, wenn ich so am Ende vom Monat einen fixen Betrag auf dem Konto habe, dass ich weiß, ich kann die Miete bezahlen, Essen bezahlen. Und ich weiß nicht, ob es geil ist, wenn man eine Familie hat, aber immer in einer finanziellen Unsicherheit lebt. Aber wenn ich mir vorstellen kann, dass jemand es sagt, dann Adi, Digga. Deshalb würde ich tatsächlich in diesem Fall unter all den Umständen sagen, dass ich lieber keine Familie hätte, dafür mehr Geld. Ist es weird, dass ich das sage oder versteht ihr meine Gedanken? Wie lange kannst du ohne Duschen oder Baden aushalten? Ich sage euch ganz ehrlich. 2 Tage. 3 bis 4 Tage kann ich easy mal ohne Duschen überleben. Nein, ich sag 2 Tage, maximal 3. Ich dusche eigentlich fast jeden Tag, aber wenn ich die ganze Zeit nur hier am PC rumhänge, dann, also so als Challenge-mäßig, so eine Woche würde ich wahrscheinlich schon aushalten. Zum Beispiel waren wir gerade vor einer Woche am Big Chur und wir hatten da keine Dusche in der Wohnung, in der wir geschlafen haben. Und da habe ich auch, glaube ich, 3,5 Tage nicht geduscht. Und wenn man Deo dabei hat, frische Unterhosen, ist es nicht so schlimm. Hast du einen Crush auf einen Influencer? Scheiße, Digga. Der Adi nimmt das Video nur als Vorwand, damit er mir die Fragen stellen kann, wetten? Einen Crush auf einen Influencer, Digga? Nee. Nee, hab ich nicht, nee. Kannst du mir einfach so schreiben, wir müssen kein YouTube-Video drehen. Tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, hier in dieser Kamera habe ich kein Crush auf einen Influencer. Ich sag einmal so, ich habe letztens erst geheiratet. Ja. Aber ich habe schon mal einen Crush auf einen Influencer gehabt. Als wir in Berlin waren, zusammen mit Adi und meiner Freundin, hat sie gefragt, yo, welchen Influencer bzw. welche Influencerin findet ihr nice? Und Adi dann so, ja doch, also Emma Luise ist schon, finde ich schon noch schön. Das war ein großer Fehler, habe ich gesagt, ja, da stimme ich dir zu. Und damit habe ich es mir verspielt. Jedes Mal, wenn ich den Namen sage, dann wird meine Freundin sauer. Hund oder Katze? Die Leute, die meine Streams schauen, die wissen, ich hasse Katzen, aber dafür hasse ich auch noch Hunde. Ja, ich hasse beides, deshalb sehr, sehr schwierig. Aber ich würde sagen, dass ich lieber Katzen habe, einfach weil sie weniger Aufwand sind. Hund, eindeutig. Ich finde Katzen sind asozial, unvorhersehbar und Hunde sind lieb. Ich bin einfach ein Hundemensch. Ganz, ganz klare Sache. Ich hatte mein ganzes Leben lang eine Katze. Darum würde ich sagen, eine Katze
weil ich würde auch einfach den Hund vergessen und mich nicht genug um den Hund kümmern. Weil ein Hund, der braucht sehr, sehr viel Liebe und ich würde ihn einfach vergessen, Digga. Oder ich würde einfach zu wenig Liebe geben und ein Hund hat viel Liebe verdient und ich würde zu wenig geben. Welche Drogen hast du in den letzten 4 Wochen genommen? Das ist natürlich eine extrem lange Liste an Drogen. In den letzten 4 Wochen habe ich keine illegalen Drogen genommen. Einfach Vorbild. Nur Alkohol, also nichts anderes sonst. Ich habe nur Alkohol getrunken. Ich bin so clean, Mann. Motherfucker, Alter. Das Einzige, was man sagen kann, ist Koffein und Zucker. Aber das sind eigentlich die einzigen 2 Drogen, die ich genommen habe. Keiner mag den Drogen. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich manchmal Maelo sehe, würde ich am liebsten ganz, ganz viele Drogen nehmen. Sag bitte mal ganz ehrlich, wer von den anderen beiden macht die besseren Videos? Ihr Pappenasen müsst jemand auswählen. Ey, Mann. Ja, was soll ich sagen? Muss ich das jetzt hier wirklich sagen? Ich kenne den Adi schon länger und ich verfolge Maelo nur auf TikTok. Milo kenne ich schon 5 Jahre. Hannah kenne ich schon ein paar Monate, aber Hannah und ich sind verheiratet. Jetzt ist halt die Frage, stehe ich zu einem langjährigen Freund oder stehe ich zu meiner Frau? Ich sage jetzt Adi, weil in Adi sein Content bin ich mehr integriert und deswegen ist der Content besser. Deshalb würde ich sagen, dass ich die Videos von Milo ein bisschen besser finde, einfach weil er länger YouTube macht. Ich bin aber gespannt, was die anderen... es ist klar, was die anderen sagen. Ja. Hannah hat jetzt noch nicht so viele Videos gemacht, darum würde ich jetzt einfach mal sagen, Adi ist more experienced. Mit Adi habe ich schon viele intime Momente erlebt und darum kann ich fast nichts anderes sagen. Hannah, ich liebe dich trotzdem noch. Willst du ein Kind mit mir machen? Wie groß war deine bestbezahlte Kooperation? Ey, was sind das hier für Fragen? Wahrscheinlich nicht so hoch wie die von den anderen beiden. Darf man das sagen? Ja, safe. Man weiß ja nicht, in welche Kooperation das geht. Circa 20.000 Franken, das heißt so circa 18.000 Euro. Ich würde sagen, was war's? Was war das meistbezahlte? Es war 4.000. Ja, ich glaube, das war 4.000 Schweizer Franken. 6.000 Euro. Ich weiß, das ist viel Geld, aber die anderen zwei werden sicher viel höhere Zahlen sagen. Aber das war nicht nur ein Post, das waren mehrere Posts verteilt über mehrere Monate. Das heißt, es war dann auch wieder nicht so big. Der gesamte Auftrag war big, aber wenn man es runterbricht auf jeden Post, dann ist es immer noch viel, aber nicht so viel, wie wenn man würde sagen, ey, 20.000 für einen Post, so ist es nicht. Hattest du jemals etwas mit einem Influencer, das kein Zuschauer weiß? Ja, das ist in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, aber ich werde aus Sicherheitsgründen jetzt hier mal keine Namen nennen. Ich bin so gespannt auf die Antworten von den anderen, weil ich bin absolut langweilig. Ich hatte noch nie mit einem Influencer irgendwas, ohne dass es irgendjemand weiß. Nee, hatte ich nicht. Ob es Hannah war? Ich weiß es nicht. Mehrmals. Ich glaube, jeder Influencer hat schon mal was mit einem anderen Influencer gehabt. Zumindest auf irgendeiner Hausparty oder auf einem Influencer-Event. In dieser YouTuber, Instagramer, TikToker, Twitch-Bubble gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr Paare, als ihr euch ausmalen könnt. Das Problem ist, sobald man Influencer ist man total schnell in so einer Bubble und hat sehr viele Influencer-Freunde. Und dann ist ja logisch, dass man irgendwann früher oder später mal was mit einem Influencer hat. Hattest du schon mal Sex an einem öffentlichen Ort? An einem öffentlichen Ort? Nope. Nee, tatsächlich hatte ich noch nie Sex an einem öffentlichen Ort, weil es mich auch nicht so... Also es reizt mich auch irgendwie überhaupt nicht. Nee. Keine Ahnung. Also, da sehe ich mich nicht drin, ne? Ja, mein Sexleben existiert oder hat mal existiert, aber das war jetzt nicht so experimentell, dass ich etwas draußen gemacht habe. Deshalb, nee, nur langweilig drin. YouTube, Instagram, TikTok oder Twitch? Du darfst nur noch eine Plattform haben. Welche nimmst du? Sehr, sehr gute Frage, aber da gibt es das eine oder andere Problem, denn auf TikTok bin ich mit 1,7 Millionen am größten. Auf Instagram habe ich die meisten Kooperationen, verdiene eigentlich mit Instagram mein Geld. YouTube macht mir am meisten Spaß. Zurzeit YouTube, also ich finde YouTube viel lustiger. Also ich finde es viel lustiger, YouTube-Videos zu machen, aber mit TikTok habe ich angefangen. Wenn ich nur mit einer Sache weitermachen könnte, dann wäre das YouTube. Ich würde einfach so, die erste Intuition ist von mir zu sagen, Twitch. Warum Twitch? Dort habe ich die geilste Bindung zu den Leuten, bin so. Natürlich wäre es für mich jetzt in meiner Größe geldmäßig dumm, auf Twitch zu gehen. YouTube, das ist meine Herzensangelegenheit. YouTube schaue ich am längsten. YouTube mache ich tatsächlich von all diesen Plattformen am längsten. Deshalb YouTube, du bist in meinem Herz. Ich werde dich nie vergessen. Ich würde schon sagen Twitch, weil man da die beste Zuschauerbindung hat und am meisten mit den Zuschauern interagieren kann. Obwohl es jetzt bei mir finanziell
nicht Sinn machen würde. Da drin, da Herz, Mann. Ja, oder ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch TikTok oder Insta. Weil Insta ist ja wichtig zum Schreiben und Connecten und so. Aber ich nehme YouTube. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei diesem Bewegtbildvideo mitgemacht habt. Bitte verpisst euch jetzt. Noch ein kleines Geheimnis. Hannah hobelt sich gerne die Hornhaut ab und isst sie dann genüsslich zu einem Video von Adito Toro. Okay, das war's mit dem Video. Hab mich gefreut, dass ich dabei sein hab können. Ich glaube, ich würde eher Hornhaut essen, als Sex an einem öffentlichen Ort zu haben.